Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und nachdem wir jetzt in der letzten Episode erfahren, dass wir zu Eris Sterbeort zurückkehren müssen und dass die Shinra die Großkanone von Junon, die Sister Ray, noch Midgar verbraucht haben, um von dort aus mit Mako-Reaktor-Energie die Kanonen zu befeuern, zu laden und dann auf der Nordkrater zu schießen. Wow, die machen uns das Leben echt schwer. Ja, und deswegen müssen wir zu Eris Todesort zurückkehren. Ich glaube, der war der hier? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, der müsste hier gewesen sein, oder? Wir gehen doch gerade mal den Weg hier entlang. Ja, die Shinra machen es uns echt nicht leicht. Natürlich, die wollen ja als der große Weltkonzern, wollen die selbstverständlich die alleinige Retter vom Planet sein. Und tja, da haben wir sie zur Ruhe gebettet, die Eris. Und deswegen sind die uns natürlich voraus ein bisschen, was ihr Mittel angeht. Aber wir haben definitiv die bessere Lösung. Huch, du ist ein Fischli. Was machst denn du Fischli? Wir wollten doch runter. Da geht's nämlich hier. Und da können wir auch nämlich die Treppe runtergehen, weil jetzt dieser gigantische Goldfisch Koi aufgetaucht ist. Aber da müsste man doch eigentlich hier. Die Eris haben wir hier doch bestattet. Das müsste doch hier eigentlich sein, oder? Moment mal. Hier leuchtet aber auch nichts grün. Seltsam. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es die Gegend hier war. Moment. Ich will jetzt erstmal nichts Ufersucht lassen. Deswegen gehe ich hier nochmal rein mit der kleinen Hilfe. Um zu gucken, ob ich da... Ja, natürlich, da kann ich doch durch. Aber das Fischli steht im Weg. Du blödes Fischli, hau ab. Ich will dich nicht hier haben. Das Ding können wir auch nicht runterkrachen lassen aufs Fischli. Das geht nicht. Müssen wir vorher noch was schaffen anscheinend. Na gut. Was mussten wir da nochmal machen? Also es gibt Passagen im Spiel, die habe ich echt noch hundertprozentig im Kopf, wie diese Sache in Nibelheim mit dem Code und so weiter. Die Sache haben sich eingebrennt, während dann wiederum andere Sachen wie jetzt, die sind irgendwie aus dem Gedächtnis raus. Aber das ist ja jetzt auch nichts, was man nicht rausfinden können, wie es eigentlich geht. So. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zu der anderen Seite, wo der Bugenhagen den Schlüssel reingesteckt hat. Eventuell finden wir ja dort noch was. Und ansonsten würde ich sagen, wir gehen rechts rum und den Weg, den das Sephiroth gegangen ist, wo wir ihm noch gestiegen sind, und zwar da ganz rechts over. Aber jetzt würde ich nochmal hier mein Glück versuchen. In der Hoffnung, dass dort noch was ist. So. Noch einmal hier gehen zu der Musikbox. Okay, da finden wir jetzt leider auch nichts mehr. So ein elender Mist. Okay. Da finden wir jetzt tatsächlich nichts mehr. Wie war dann das? Oder müssen wir jetzt noch Midgar zuerst gehen und dort die Annelina fertig machen? Ich glaube, so war's. Wir müssen zuerst noch Midgar zurückkehren und die Shinra davor abhalten, so einen riesigen Mako-Strahl auf den Nordkrater zu ballern. Ich glaube, das war unsere nächste Mission und dann können wir uns erst um die Holy Materia kümmern. Ich glaube, so war's. So, dann machen wir das doch. So, hier rein wieder. Hä? Was zum... Da kommt was. Und was ist das, was da kommt? Oh mein Gott, es ist Weapon! Und es lässt sein Godzilla-Schrei los. Und da kommt's angewatschelt. Buff. Buff. Buff wie Roseanne Barr, wenn sie ein Buffet riecht. Oder wie John Goodman, wenn ein Buffet riecht.
Was ist denn los? Merkwürdiges Signal. Von wo? Es kommt von der Person? Wow! Hey! Ich habe mich erschrocken und war außer Kontrolle. So ein Mist. Die Weapon taucht aus dem Ozean und geht direkt auf Midgard zu. Die Naiwaffe dürfte einen aufhalten, oder? Ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Was passiert mit der Marlene? Keine Angst, Marlene, die ist in Sicherheit. Die ist bei der Mutter von der Eris. Barrett? Wie war das gerade? Wenn Marlene in Sicherheitszimmer, die andere wohl egal? Das wollte ich dir schon immer mal sagen. Wie viel sind wohl umgekommen, als du den Reaktor hochgejagt hast? Es geht ums Leben vom Planet. Ein paar Verluste. Musst immer einplanen. Ein paar? Was ist denn hier ein paar? Was ist denn nur ein paar? Aber für die Opfer war es alles. Der Planetschützer, das klingt ja sehr edel. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber das heißt nicht, dass alles erlaubt ist. Von einem Annelien-Kerl lasse ich mir nichts sagen. Ich bin ja sowieso ein Aufhörer. Kein Sith, Barrett weiß, was er geschafft hat. Was mein Midgard getan, das kann niemals entschuldigt werden. Es ist doch so, wir haben es nicht vergessen, oder? Ich kann dich aber verstehen. Du kannst die Firma nicht verlassen, weil du dich um die Leute in Midgard sorgst. Volk? Okay, vorwärts. Wir werden die Weapon besiegen. Hey, Volk. Glaubst du, wir kommen gegen das Ungeheuer an? Wir haben eine Chance, oder? Wie soll ich nicht das wissen? Das ist aber kein Grund, einen Entwischer zu lassen. Wir gehen noch Midgard und kämpfen gegen Weapon. Los geht's, ab die Post. Boah, der Schrei ist echt schon sehr geil. Da ist er. Da ist er. Okay, und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, hier wird erstmal gespeichert, bevor wir uns um Weapon kümmern. Weil so viel muss definitiv sein. So. Wir speichern hier in der Eiszapfenregion. Und ab geht die Post. So, dich mache ich fertig. Hey, was machst du da? Die Highwind kaputt schaffen. Lass uns auf der Erde kämpfen. Ach so. Na, so ist das. Okay. Ja, dann müssen wir warten, bis der Lahmarsch sich bewegt hat. Dann müssen wir Weapon hier in Empfang nehmen. So, da kommt er schon. Boah, Mann. Das ist aber auch übel, das Szenario. Man steht hier vor Midgard schon im Smog drin. Du hört er hier auf, das Smog. Wir stehen hier vor Midgard und warten einfach nur darauf, dass Weapon attackiert. Das ist so geil gemacht, hier mit der Sister Ray. Die ist jetzt an einem extra für die Weltkarte drauf animiert, was ich auch sehr, sehr geil finde. Und wenn wir den Strahl verfolgen, also wenn wir jetzt einfach mal den Verlauf von der Sister Ray verfolgen, kommen wir von da aus tatsächlich Richtung Nordkrater. Oder? Ja, so ganz grob kommen wir Richtung Nordkrater. Das müsste in etwa die Richtung eigentlich sein. Aber es zeigt doch schon ganz grob in die Richtung, was ich sehr cool finde. Okay, jetzt bringen wir die Highwind mal in Sicherheit hier neben. Und warten Weapon ab. So, komm mal her, du Mistkerl. Dich kennen wir nämlich noch nicht. Wir kennen bisher nur Ultima Weapon. Ultima Weapon hat uns so ein Midel attackiert. Und wir kennen Emerald Weapon, was im Grund vom Ozean rumschwimmt. Dann gibt es noch Ruby Weapon, das taucht erst später auf. Und wir haben Death Weapon jetzt noch. Zack, komm her, dich mache ich fertig. Du Mistkerl, was bist du für einer? Wow, was ein riesen Oschi. So, als allererstes machen wir mal eine Barriere auf uns alle. Und du bist Diamant Weapon. Aber ich glaube, Weapon reagiert hier nur auf, genau, nur auf magische Attacke. Okay, so. Sid, du machst nochmal eine Zauberbarriere auf uns alle. Cloud, hau drauf, was möglich ist. Oh Mann, das ist jetzt schon ein harter Gegner. Barrett, ich will Beben 3 auf dem Vieh sehen. Und Sid, ich will Ultima sehen. So, da wollen wir mal.
Cloud, du machst nach wie vor nochmal Komet 2, das hat richtig gut die Wirkung. Ist das ein Oschi und wie geil gemacht Diamant-Weapon überhaupt ist. Konnte nichts stehlen. Stimmt, Sid kann ja auch noch Klaue. Weapon hat ja auch immer irgendwas Gutes parat. Barrett, du probierst weiter hier damit. Und Sid, ich will, dass du das Mistvieh ausraubst. So. Das sieht schon ein bisschen aus wie bei Neon Genesis Evangelium oder bei Evangelion oder wie bei Pacific Rim. Das ist schon sehr geil gemacht, da gibt's nichts. Moment. Feuer, das kostet 52. Ja komm, wir machen mal Feuer. Morgendämmerung gestohlen. Das ist, ach, sehr geil. Das ist, ach, nichts zu stehlen. Jetzt können wir Weapon wieder stinknormale Angreifer. Sid, probier's mal mit dem Hypersprung. Und du machst nach wie vor Komet. So. Hau mal drauf. Und... ja, ach, das zieht was ab. Sehr gut. Also Limit-Attacke wirken nach wie vor bei Weapon. Sid, ich mag Ultima auf dem Vieh sehr. Und dann frischen wir in der nächsten Runde die Barriere auf. Also wir hauen dem Vieh jetzt einfach nur all unser Zauber um die Ohren. Und Barrett, ich mag wieder hier Bebenseher. Cloud, Hexdruck, das gerade so kracht. Da kommt er wieder arg schlappt. Wow. Sid, ich will wieder Barriere auf uns alle haben. Beben 3. Boah, die Weapons sind einfach nur so ultimativ geil gemacht. Okay, Barrett als nächstes will ich ganz unbedingt. Aber wir... oh, das war's schon. Ja, wow. Okay, 35.000 Erfahrungspunkte. Jetzt habe ich eine Trophäe in Gold erhalten. Diamantendieb. Dafür, dass ich Weapon hier besiegt habe. Und 3.500 AP gibt es auch noch. Bahamut hat ein Level gekriegt. Sid und Barrett und Cloud haben allesamt ein Level gekriegt. Wow, 2 Level haben sie alle gekriegt. Das ist doch der Hammer für Weapon. Und wir haben sonst nichts mehr geklaut. Und wir werden mit einer Filmsequenz bei Diamant Weapon belohnt. Wie geil das gemacht ist. Mr. Monster, wen glotschen du da? Nee, es fühlt aber, es riecht Mord. Zu meinem Luftschiff. Jetzt können wir nichts mehr machen. Wir sehen nur, wie das gigantische Monster trotz besiegtem Kampf weiterrennt. Oh nee, lass uns bloß abhauen. Irgendwas Großes, ich meine, was Riesiges kommt. Herr Präsident, die Vorbereitungen für die Sister Ray laufen. Fertig. Feuer. Boah. Da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich sehe, wie diese Gigantokanone benutzt wird. Klar, sie ist doch irgendwo unnötig wie ein Krop im normalen Leben und in einem normalen Krieg. Aber wie episch das gemacht ist und wie die Mako-Reaktoren alle arg gefeuert werden. Alter, ich habe meterdicke Gänsehaut. Ich bin beim Remake auch so gespannt und da werden wir alles mit Facecam verfolgen können. Wie ich wahrscheinlich vor lauter Gut und Gänsehaut noch grein. Und jetzt geht's ab. Midgard gibt alles an Power, was es hat. Alles wird über die Rohre an die Kanone geleitet. Und jetzt kommt Shinras ultimativer Angriff. Ganz Stromversorgung ist für den Ende Angriff zerstört. Es gibt nur noch den absolute Mako-Angriff, den Shinra ausführen kann. Alter, wie geil gemacht. Wow. Und der Rückstoß von dem gewaltigen Ding zerfetzt die Gläser, die Gerüchte. Und das ist ja der ultimative Angriff, den Shinra zu bieten hat.
Boah, Mann. Und Weapon lädt gleichzeitig ab, was es parat hat. Und ballert auch mit allem auf Midgard drauf. Aus welcher Richtung kommt denn der Angriff? Midgard. Marlene. Weapon schießt auf den Strahl und es wird einfach nur geschluckt. Es geht nicht. Es geht einfach nur durch. Boah, das Luftschiff im Hintergrund. Und jetzt kommt's. Boah. Weapon volle Wumme in der Mitte zerrissen. Weapon mit M-Stoß außer Gefecht gesetzt. Und es wird zig Kilometer durch die Gegend geschleudert. Verdammt noch einmal! Es ist direkt durch Weapon gegangen. Ich verstehe. Sie sind immer Sephiroth her, der Krater an der nördlichen Grenze. Und jetzt schießt der Strahl ungehindert weiter zum Nordkrater und ballert auf die Barriere drauf. Und die grenzenlose Macht von dem Marco-Reaktor hat dann die Barriere zerschmettert. So, Weapon wird geschlagen. Sowohl der Krater als auch die Barriere sind verschwunden. Sir, Masse verdichteter Energie bewegt sich auf Midgard zu. Ja, die Strahler von Weapon gingen nach wie vor durch. Boah, Weapon greift da! Renne mal ihr Leben! Und Rufus steht mittendrin, dem Angriff von Weapon, was einfach durchgegangen ist. Und Rufus wird selbst noch mit dem Shinra-Hauptquartier gesprengt. Scheiße, wie episch ist das? Sie haben zwar Weapon vernichtet, Diamant-Weapon, aber Weapons Angriff ging gleichzeitig auch noch auf Midgard zu und hat den Shinra-Turm zerschmettert mitsamt Rufus. Was ist mit dem Sephiroth passiert? Nordhöhle. Gucken wir mal noch, was passiert ist. Musik. Vielleicht ist jetzt die richtige Zeit. Wenn wir die Welt retten, wenn wir das Sephiroth schlagen. Ich hab zwar Angst. Wäre aber mein Bestes geben. Jetzt aber schnell zur Nordhöhle. Besiegt Sephiroth. Besiegt der Sohn von der geliebten Frau. Ich bin nur dran, weitere Sünden zu begehen. Oder büße ich so gut ich kann, oder für das ich's zugelassen hab. Jetzt geht's auf den Kampf gegen das Sephiroth. Ich möchte wissen, wie die Höhle von innen aussieht. Glaubst du, das Sephiroth sitzt einfach da und wartet auf den Meteor? Wenn Avalanche durchstartet, natürlich der Chorus durchstartet, sind gewöhnlich die Fetze geflogen. Und jetzt geht's gegen das Sephiroth. Was ist denn da damit? Scheint lang her zu sein. Ich möchte bloß wissen, was das Sephiroth vorhat. Na gut. Azubi-Pilot auf Level 14. Hey Cloud! Jo, ab geht's. Okay. Oh, scheiß die Wand da. Weapons Kadaver liegt aber jetzt auch nicht hier rum. Muss man auch dazu sagen. Ich wollte auch noch eins gucken. Und zwar haben wir jetzt ein paar Sachen gehabt. Erst einmal mag ich Zelte. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht, nicht verkehrt. Und zwar mag ich mal gucken. Wir haben doch noch was gekriegt. Einen Moment. Geleitwache. Wir haben doch Morgendämmerung gekriegt und wir haben Zorn der Götter gekriegt. Hoppala. Nee, das mag ich nicht. Objekt. Moment. Wo haben wir es dann? Jetzt machen wir erstmal Ordnung auf Feld. Jetzt gucken wir nochmal, was wir da eigentlich gekriegt haben. Okay, wo haben wir es dann? Schrapnell, bla 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 bla. Morgendämmerung. Okay, Morgendämmerung ist eine Fernkampfwaffe für die Yuffie. Und Zorn der Götter, was war dann das? Zorn der Götter. Na? War nur Hand Gottes? Na? Wo ist es dann? Muss doch auch irgendwo sein. Zorn der Götter, sowas verschwindet doch nicht. Zorn der Götter. Limittechnik Zorn der Götter. Don't really care. Got nothing to do with me. Not me.
Hey, give it someone else. Okay, das ist etwas, was Limit-Attacke hervorruft. Na gut. Aber ihr liebe Leute, ich stehe jetzt Sache, wir sind jetzt wirklich kurz vorm Endkampf. Das heißt, ab jetzt kommen nochmal alle optionale Sachen, die möglich sind, bevor wir zum Endkampf steigen. Jetzt hätte ich folgende Bitte an euch. Und zwar geht es darum, soll ich groß leveln, dass wir auch die Weapon fertig machen können, bevor es losgeht. Das heißt, soll ich wirklich offscreen leveln oder wollt ihr Laberrunde mit Gelevel haben? Das ist euch überlassen. Gebt mir bitte, bitte, bitte in den Kommentaren Bescheid, ob ihr offscreen oder onscreen leveln sehen wollt. Und ja, ansonsten machen wir alles optionaler. Das heißt, wir machen jetzt auch goldener Schokobo. Das heißt, wir machen jetzt noch die Weapon. Und ja, wir holen uns auch alles, was möglich ist. Also machen's gut und bis morgen, ihr liebe Leute. Euer Yankee.